Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, für diese Woche habe ich mir ein paar Themen rausgesucht für einen kleinen FC-Plausch. Wisst ihr, es hat sich ja mal wieder nichts getan in dieser Woche bezüglich irgendwelcher Transfers, bis auf ein paar Gerüchte. Und dass die sich letzten Endes nicht bewahrheitet haben, das bestätigt mich nochmal in meiner Entscheidung, darüber keine Videos zu machen. Höchstens es mal kurz anzusprechen, gab ein paar Gerüchte, aber ich sehe da keinen Grund drin, drüber zu reden. Hat sich nicht bewahrheitet im Nachhinein. Und da müssen wir leider weiterhin ein bisschen die Füße stillhalten. Auch wenn ich selber mir natürlich jetzt nicht so einen Transfersommer wie in der Zeit vor und kurz nach der Transfersperre wünsche. Das ist ja immer noch so ein dämliches Trauma, das ich davon habe. Man denkt daran immer wieder zurück. Das ist wirklich so die Ära der Transfersperre gewesen. Aber gut, hier meine heutigen Themen sind im Prinzip sowas wie die Themen der Woche, die mich am meisten beschäftigt haben. Fangen wir direkt mal mit den letzten Sonntag an. Ich sitze da halt so ganz gespannt vorm Fernseher, frag mich halt, wie läuft denn nun diese Auslosung zum DFB-Pokal erste Runde nun ab? Wen werden wir zugeteilt bekommen? Und ich hatte natürlich irgendwie Hoffnung gehabt, dass es gegen einen Verein geht, der, sagen wir mal, eher mehr aus dem Amateurbereich kommt. So ungefähr 4. bis 5. Liga oder dergleichen. Irgendwas so in der Richtung. Letzten Endes wurde es dann doch nicht ausgelost, so, sagen wir mal, zu meinen Wünschen hin. Es wurde Jahn Regensburg. Ja, zum wiederholten Male treffen wir auf die. Ich habe da wirklich so einen Jahn Regensburg Overkill mittlerweile in der Liga. Zuvor, auch wenn sie jetzt abgestiegen sind und wir ligamäßig nicht mehr aufeinandertreffen werden, bis auf weiteres. Aber unsere DFB-Pokal-Statistik ist jetzt auch nicht gerade schön, sag ich mal an der Stelle. Und ich sag ganz ehrlich, nicht aufgrund dieser Statistik war das für mich so ein Los, das ich mir keineswegs gewünscht habe. So einfach, weil es so langweilig ist. Es ist einfach so dermaßen langweilig, schon wieder gegen die. Ich meine, okay, man muss schon im Nachhinein sagen, dieses 1:1 zuletzt in der 2. Liga gegen die, da müssen wir ein bisschen so den Regensburgern dankbar sein. Dankbar in Anführungsstrichen, weil dadurch war dann auch die Ära Keller zu Grabe getragen worden. Dankeschön, Regensburg, aber naja, ist jetzt nicht gerade ein Spiel, auf das ich mich freue. Ich habe auch nicht vor, dahin zu fahren. Ich habe ja schon gesagt, lange Fahrten habe ich nicht gerade vor, weiterhin auf mich zu nehmen. Und eine Woche später bin ich sowieso in Serbien im Urlaub. Und von daher, so viel Reisestress möchte ich mir nicht antun. Ja, was es dann sonst noch gab, es fand dann am letzten Dienstag der Mitgliederstammtisch statt. Vor 350 Teilnehmern haben sich der noch aktuelle Vorstand und Thomas Kessler, unser aktueller Sportdirektor, ein bisschen geäußert zur aktuellen Situation, zur Zukunft und Ähnlichem. Und das war so eigentlich im Prinzip so das Interessanteste für diese Woche. Zu verschiedenen Themen wurde sich geäußert. Ich werde hier noch die relevantesten mal aufzählen. Hab das hier vor mir liegen, werde kurz mal ein bisschen zitieren und ein bisschen meinen Senf dazugeben. Also zur Umstrukturierung des Kaders hieß es, wir arbeiten mit Hochtouren daran, dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenbekommen für die kommende Saison. Es kann sein, dass uns der eine oder andere Spieler noch während der Vorbereitung verlassen wird. Wir haben auf der Rechtsverteidiger- sowie Ersatztorwartposition und diversen weiteren Positionen noch Bedarf und werden dementsprechend noch einmal nachverpflichten. Die meisten interpretieren das mittlerweile so, dass vielleicht die nächsten Transfers davon abhängen, was sich so in unserem Geldbeutel tut. Da ist ein Gerücht bezüglich Erik Martel im Raum. 5 Millionen sollen wir wohl gerade mal für ihn verlangen, damit es überhaupt in Gespräche geht. Freiburg soll angeblich Interesse haben. Ja, keine Ahnung, ist halt eine tragende Säule von uns. Und die Frage ist auch, wen würden wir als Ersatz verpflichten? Ich würde es mir natürlich nicht wünschen, aber wenn er den Vertrag nicht verlängert, dann sind uns ehrlich gesagt die Hände gebunden, wenn wir wirklich noch irgendwas, damit anfangen wollen. Aber mal gucken.
Ich gerate erst in Panik, wenn der erste Spieltag vor der Tür steht. Ja, generell zur aktuellen Transferpolitik hieß es, wir können nicht in dem Teich mitschwimmen, in dem man Spieler verpflichtet, die Bundesliga-Qualität bereits nachgewiesen haben. Wir haben Spieler verpflichtet, die nach unserer Meinung Bundesligaspieler sind. Der Anspruch ist, dass wir dieser Mannschaft eine Struktur geben, die aus Bundesliga-Qualität und Spielern besteht, die sich noch entwickeln können. Wir müssen die Spieler bestmöglich entwickeln. Da werden sich Spieler schneller entwickeln und wechseln. Andere werden den Weg mit uns gehen und bei uns bleiben. Grundsätzlich stehen wir finanziell deutlich besser da als in den vergangenen Jahren. Wir sind jetzt in der Lage, wenn Spieler gehen, dieses Geld auch wieder in den Kader zu investieren. Das ist dann halt das, was ich meine. Eventuell müssen einige Spieler uns dann an der Stelle verlassen, damit wir überhaupt noch investieren. Erik Martel habe ich ja schon bereits angesprochen, der wurde nochmal explizit erwähnt, aber denke mal, habe alles da eingefasst. Das Problem ist jetzt, auch Damian Downs ziert sich ein bisschen seinen Vertrag zu verlängern. Hier ist dann natürlich auch meinerseits die Frage, wäre es dann nicht besser, dann das erstbeste Angebot anzunehmen? Wir haben ja jetzt Ragnar Ache, wir können immer noch mit dem Geld einen besseren Stürmer verpflichten und, naja, gewisse Schwächen hat Damian Downs ja schon. Das wissen wir. Taubi erwähnt ja regelmäßig die Ballannahme. Das wirklich vehement. Nun ja, habe ich auch schon gemerkt, dass da gewisse Differenzen vorhanden sind. Wir reden hier vom Profifußball. Und naja, erstmal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich hoffe, dass jetzt Thomas Kessler nicht so eine Kerze im Wind ist. Die ersten 2 Transfers haben mich hoffen lassen. Wir schauen, ob Kwasniok ein Treffer ist. Und ja, direkt nochmal dazu, neues Trainerteam verpflichtet und einer davon ist dann unser ehemaliger Co-Trainer, René Wagner. René Wagner, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er geht jeden Weg mit Steffen Baumgart. Der ist zu Ende gegangen bei Union Berlin. Und sehr interessant, dass der Weg ihn tatsächlich zu uns zurückführt. Das lässt schon ein bisschen auf ein vorhandenes Konzept schließen. Wie dieses Konzept aufgeht, das wird sich noch mit der Zeit herausstellen. Aber ich finde es interessant. Ich finde es interessant, dass sein Weg als Co-Trainer ausgerechnet zu uns zurückgeführt hat. Aber ich will da noch nicht zu viel Optimismus verbreiten oder ähnlichen. Warten wir mal ab. Nach wie vor, das ist wirklich jetzt so die Phase, wo ich sage, warten wir ab, halten wir die Dinge fest, die berichtet werden. Und das haken wir mal an der Stelle ab. Ja, dann wurde sich nochmal zur aktuellen Situation von Jaka Czubert-Potocznik geäußert. Jaka wird einen langfristigen Vertrag bei uns unterschreiben. Wir hoffen, dass wir ihn an einen Club verleihen können, der mehr als Regionalliga-Niveau bietet. Ich hoffe, Jaka spielt da ein bisschen mit. Ich würde schon gern wissen, ob der Weg irgendwann zu ihm in unserem Profikader endgültig führt. Ich bin da schon noch ein bisschen hoffnungsvoll, dass aus dem Jungen was wird, aber er muss unbedingt mitspielen. Also er muss bezüglich dieser Option der Leihe auf jeden Fall sich kooperativ zeigen. Sonst sehe ich da schwarz, was eine Zukunft beim ersten FC Köln, was seine Zukunft beim ersten FC Köln betrifft. Ja, das übliche halt, Geisbockheim, Ausbau. Das Thema ist halt so ein Ding, das liegt in politischen Händen, ähnlich auch wie der angesprochene Stadionausbau. Das Stadion gehört uns nicht, wurde auch angesprochen und das hängt alles von der Stadt Köln ab. Nun ja, es wird demnächst dort einen Regierungswechsel geben und keine Ahnung, wohin das Ganze führt. Fakt ist, nochmal an der Stelle festhalten, 150 Dauerkarteninhabern wurde gekündigt, weil sie ihre Dauerkarte nicht oft genug genutzt haben. Aktuell gilt die Regel, 12 Mal kommen, ansonsten wird die Karte entzogen. Ja, ein bisschen schwierig, weil, wisst ihr, die Leute haben ja trotzdem bezahlt, ne? Aber bei so einer langen Dauerkartenliste muss auch ich meinerseits ein bisschen Verständnis dafür zeigen. Gibt ja auch manche Dauerkarteninhaber, die verleihen auch ihre Dauerkarte an gegnerische Fans. Das ist natürlich etwas, was du nicht, wie soll ich sagen, irgendwo beweisen kannst, aber nun ja, eine Dauerkarte beim 1. FC Köln zu haben, das ist halt eine Rarität und wenn du die nicht nutzt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sie dir entzogen wird, muss ich leider Gottes an der Stelle sagen. Aber es ist schon interessant, das ist schon fast so was wie die Kracher-News der Woche, dass 150 Dauerkarteninhaber ihre Dauerkarte verloren haben. Wow, ich bin gespannt, wie sich das auf ihre Verbindung zum 1. FC Köln in Zukunft weiterhin auswirkt. Ja.
Natürlich wurde sich nochmal zur Trennung von Christian Keller geäußert, aber es interessiert mich nicht. Der Typ ist weg, Gott sei Dank. Was wir auch nochmal festhalten können, Thomas Kessler hat sich nochmal zu Marvin Obus geäußert, dass es ihm sehr leid tut, dass er den Verein verlassen hat, dass auf jeden Fall in Zukunft dran gearbeitet wird, solche Spieler nicht mehr zu verlieren. Dass er auch zu wenig Chancen erhalten hat. Das hat zwar auch erwähnt, wenn du halt entweder um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpfst, da musst du halt auf eine gewisse Erfahrung setzen und im Prinzip, wenn er eingesetzt wurde, war es meistens auf den falschen Positionen. Ich hätte gerne seinen Weg beim 1. FC Köln weiterverfolgt. Stimme da Kessler vollkommen zu. Man arbeitet daran, die Talente besser einzubinden und dass solche Verluste in Zukunft vermieden werden. Hoffe ich doch mal, weil diese Regel von wegen, unterschreib erstmal die Verlängerung deines Vertrages, ansonsten wirst du nicht gefördert und bleibst du immer in der U21, selbst wenn wir Not am Mann haben, das hat die Spieler im Nachhinein in die Flucht getrieben. Und da muss man im Nachhinein mal gegen seine Prinzipien verstoßen. Das waren die Prinzipien von, wohlgemerkt, Christian Keller. Ja, dann im Nachhinein noch zu guter Letzt möchte ich hier erwähnen, wir haben 3 neue Partnervereine, die für uns in der U8 bis zu U10 die Spieler quasi langsam an den 1. FC Köln heranführen sollen. Wir haben jetzt eine Partnerschaft mit den SC West, Bergisch Gladbach 09 und dem FC Hennef. Natürlich für mich, als jemanden, der aus dem Umkreis von Bergisch Gladbach ursprünglich stammt, meinen Kanal verfolgt und die alten Videos gesehen hat, der weiß, wo ich ursprünglich herstamme und dieser Stadt natürlich keine Plattform hier biete, es sei denn, wir spielen gegeneinander und deswegen freut es mich sehr, da Bergisch Gladbach immer mehr von dieser Gruppierung eingenommen wird, mutmaßlich sieht man an den ganzen Stickern dort, dass Bergisch Gladbach nach wie vor sich als FC-Stadt quasi somit sieht. Ja, freut mich sehr. Ja, dann schauen wir mal. Die besten Spieler aus den U8 und U10 Mannschaften dieser 3 Vereine werden dann eventuell Teil des 1. FC Köln. Also quasi die FC-Akademie arbeitet in Zukunft mit ihnen zusammen. Ja, das wäre so im Prinzip das, was mich persönlich in dieser Woche am meisten interessiert hat, was ich mit euch teilen wollte. Und ja, wäre auch alles, was ich dann an der Stelle bis auf Weiteres dazu zu sagen habe, bis sich dann irgendwie eine neue Kracher-News ergibt, zu der ich dann natürlich liebend gerne ein Video machen werde. Deswegen, das war's bis auf Weiteres. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen ist sie alt.